Traurig, aber wahr. Zivilisten werden abgeschlachtet. Auch wenn es Guraks sind, das geht so einfach nicht. Und sowas schimpft sich Ritter da sein. Das ist einfach nur zum Davonrennen, hey. Da stillt sich mir glatt der Blinddarm um. Ohne Witz. Beenden wir das Ganze. Ein für alle Mal. Und finden Zangurak. Das sah mir eher nach einem Kind aus, oder? Wer weiß. Da ist er doch. Ein Kind. Mit einer Zwille. That's not a soldier. No! Wait! Aber trotzdem werden wir ihn verfolgen. Nein, natürlich nicht zum Abzuschlachten, aber um ihn vielleicht irgendwie zu retten. Human filth! You aren't killing us without a fight. Lower your weapons. The fighting's over. I won't hurt you. You're all so gaunt. Does Zangurak treat you badly? The soil of this land became barren long ago. Finding anything to eat is difficult. King Zangurak appeared wielding a strange power, and he united our people. He said if we go to the human continent, then we can live as we once did. These Gurak are no different from us. It's the land's decay that's causing all this conflict. They're about to begin the bombardment. Hurry! Our forces will withdraw soon. You have to use that chance to escape. Bit of a one-sided invasion, this. Without warning, too. I mean, yeah, the Gurak attacked us first, but they never touched civilians. Yet here we are. Selwyn trifft ihn nach. Absolute. It is a knight's duty to follow, no matter what the order. Well, how stupid's that? Just hacking away without thinking about it. In the end, all they have to do is say, I was just following orders. You think that's okay? Seren. Alright, don't mess yourself. Stuff like that just gets to me. Sorry. That's fine. Now, maybe we can wrap this up and have a little drinky. Hey, Zale? Ja, wie gesagt, Selwyn trifft es ziemlich genau, ja. Langsam bin ich echt ein bisschen verwirrt. Zangurak ist also doch nicht der Böse. Oh, Moment mal, vielleicht hat es hier hinten noch eine Schatztruhe. Also, Zangurak ist also doch nicht der Böse, er will bloß aus seinem Volk das Beste, wie jeder andere König eigentlich auch. Zumindest jeder gute König, ne? Artus und so, schon klar. Aber die Frage bleibt, wer ist hier wirklich der Böse? Am Schluss stellt es noch raus, dass unsere Freunde die Bösen sind, also dann gute Nacht, hey. Dann ist es endgültig wirklich die letzte Geschichte. Nee, also ich denke schon, dass eher der Graf sein muss, der hier... Was ist jetzt passiert? Oh oh, ein paar Oger. Ja, jetzt haben sie nicht mehr so eine große Klappe. Sie lecken nur geil. Und sowas schimpft sich Ritter da sein. Na egal. Ich will das testen, Leute, und zwar... Wow! Ich hab gesagt, ich will was testen. Hallo? Das Blocken nämlich... Oder kann es noch? Nö, ich kann es nicht mehr. Ich hab's verlernt. Das ist ja ganz toll. Nee, ich will jetzt ein bisschen warten, bis... Alter! Hallo, ich will blocken lernen. Nee, ich kann's echt nicht mehr. Mann, jetzt reißt mir langsam. Na, du ohne Fokus. Hä? Hier bin ich. So, machst jetzt mal einen normalen Move, bitteschön. Nicht den, ich sag normalen Move, nach oben.
Hey Leute, ich bin hier, was soll der Mist? Ah, jetzt sehen sie mich endlich. Ups, falscher Knopf, ich wollte eigentlich den hier machen. Upp, jetzt geht's wieder. Schön ist auch im Boot, ist mir gerade egal, ich will das Blocken nochmal üben. Hallo! Siehst du mich endlich wieder mal? Oh, na toll! Dann steht halt auf. So. Hallo, stehst du mal auf? Na toll, die Ritter kann ich gar nicht wieder zum Leben wecken. Ist ja super. Sei Wayne, ich komm schon. Hä? Was ist denn jetzt los? Bringt das gar nichts mehr oder was? Ja, jetzt geht's wieder. Seltsam. Gut, ich brauche euch bitte mal auf mich konzentrieren. Wieso klappt das Blocken nicht mehr? Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt geht's wieder. Ach, so geht der Konto. Ich habe die ganze Zeit falsch gemacht, Leute. Ich dachte, einmal kurz draufdrücken, dann geht's. Ich muss einfach genau in dem Moment drauf halten. Nee, versteht schon. Nicht kurz drauf drücken, sondern einfach drauf halten. Dann klappt's. Now you'd better not forget what we've done for you. 'Cause if Uah, wenn Blicke töten könnten. Yes, Mom! I won't, Mom! Mom. Serves you right. Ja. Ogernagel. Was? Adelsring? Juhu, wieder mal ein Adelsring. Geilomatico. Gut, meine Can I ask you Specialized ist auch voll. Sehr schön. Dagran often said that knights are no more than tools of those in power. Hier That hat's they auch sell nicht their mehr. integrity for status, becoming fools with no will of their own, slaves to their own loyalty. He would say something like that. There is. Do you ever regret becoming a knight? A foolish question. If I had doubts, I would have turned back long ago. I do only what I believe is right. Da stellt sich mir doch die Frage, was tut er überhaupt? Zale and the others quickly left, feeling as empty and ruined as the Gurak city itself. Questions bubbled in the minds of the people. Were the knights' actions justified? Was the assault itself? Why did the Gurak soldiers disappear? Why did they let their fortress be taken so easily? And yet, in the face of such a victory, these questions gave way to pride and were forgotten. Traurig, aber wahr. Der ganze Angriff war ein reines Fiasko, hey. Count Arganan was beside himself. Ja, with das war grief. klar. He had a moving island fortress with a mighty cannon, and through his victory over the Gurak, he had obtained vast quantities of wealth. These factors only drove the Count's ambition to still greater heights. A fateful day had arrived. Kapitel 30. Schloss Lazulis, die große Halle. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, die Musik, hey. Thanks to your valiant efforts, we were able to swiftly and decisively conquer the Gorak stronghold. And this man, Zale, has contributed more than any other. As such, I intend to have Zale officially knighted as a proud defender of Lazarus. And to grant him the hand in marriage of my beloved niece, Callista. Do I hear any objections? Wir haben erreicht, was wir wollten. Aber ist es das immer noch? Wollten wir das wirklich?
ein Ritter zu werden im Dienst des Grafen? Und vor allem so ein Ritter zu werden? Schwierige Frage. What's wrong, Zale? I just don't feel too good. You could try being a little happier. Your dream of becoming a knight, and your desire to marry Callista, they're both about to come true. Don't you feel anything, Dagran? This meaningless conflict is only going to get worse. When have we ever complained about getting mixed up in meaningless conflicts? The only difference is that now, people will appreciate you for it. If you do well, then you can expect to be rewarded. What more do you want? Fine then. I get it. Just leave me alone. Dagran versteht uns einfach nicht. Ritter zu sein, Callista zu heiraten, schön und gut, aber zu welchem Preis? Das wird sicher noch übel werden. Und Zangurak haben, wollte gerade sagen, sicher nicht zum letzten Mal gesehen, aber das war schon eine Weile her. Nein, will sagen, Zangurak sehen wir bestimmt wieder. Und dann wird das sich rächen. Das heißt, wir müssen unbedingt noch mehr trainieren und noch mehr Items finden. Die Frage ist bloß, Moment mal, hat doch da ein... Hä? Wie komme ich jetzt da hin? Ich hatte doch da drüben gerade jemanden gesehen. Da, seht ihr da? Selge ist mal... Na jetzt. Da ist doch jemand, wie komme ich da rüber? Oh. Da müssen wir durch den Fluss. Aber ich kann nicht schwimmen. Hallo? Geht doch gar nicht. Man kann in diesem Spiel nicht schwimmen. Obwohl, das war doch... Moment. Ein Diamant, ich brauche Diamanten. Bei der roten Fahne. Wo ist die rote Fahne? Die Fahnenhändler verkaufen Diamanten, ja. Was ich eigentlich sagen wollte. Wo ist die rote Fahne? Nein, das wollte ich nicht sagen, sondern bei Zelda Skyward Sword gab es das doch auch, dass wir anfangs nicht schwimmen konnten, aber später das dann gelernt haben. Vielleicht ist es hier ja ähnlich. Ah, Hilfe! Wo ist die rote Fahne? Ey, verarsch mich nicht! Hilfe, Leute, helft mir doch einmal. Hilf mir doch mal jemand. Ja. Ich bin ja mal schlau, hä? Wie sollte mir denn helfen? Sobald ihr den Park gesehen habt, habt ihr das schon längst gelöst und was weiß ich noch alles. Egal. Beziehungsweise ist schon alles wieder vorbei. Weil denen ja Angebote ziemlich schnell. Ganz toll. Rote Fahne, rote Fahne. Wo jetzt am besten ist es für den Schlossplatz oder wo? Wo bin ich überhaupt? Da. Wirklich eine gute Frage. Wo sind denn überhaupt überall die Fahnenhändler? Ich muss mich mal ein bisschen besser orientieren. Hier hat sie auch nichts. Da unten durch bin ich ja schon mal gegangen. Oh, rennen kann Zale auch nicht. Du könntest dir mal ein paar Tricks von Link abgucken, hey. So nicht. So, hier war doch einer. Hä? Ach, der schon wieder. Ja, Marie, ist mir gar nicht egal, wo Marie ist. Ich will zur roten Fahne, zur roten Fahne. Wo ist denn bloß die rote Fahne? Ja, da verkaufen alle Fahnenhändler das Gleiche. Dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ich weiß, dass sie hier unten auch noch einen hat. Aber oben hat es auch einen. Oh, oh, oh. Ich habe das Gefühl, ich bin am falschen Ort. Der war's nicht, was? Nee, der war's nicht. Oh, verdammt! Ey, wisst ihr was? Jetzt reicht's mir aber. Ah, falschen Knopf gedrückt. So. Schlossplatz. Da war garantiert einer. Das weiß ich noch. Wo sind die überall? Nee, hier war's nicht. Wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich natzen. Hallo, wo ist der Fahnenhändler?
Kann ja wohl nicht wahr sein, hey. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Nee, noch schlimmer. Noch um einiges schlimmer. Mann, ich drehe mich hier dauernd im Kreis. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hier war ein fahrender Händler. Das weiß ich doch noch. Na toll, sozusagen wurde gewechselt. Ich krieg die Motten, hey. Wo ist denn der fahrende Händler? Und vor allem, wo ist die rote Fahne? Hallo? Das gibt's einfach nicht, hey, jetzt streue ich noch den Rest des Parts hier herum, oder wie? Nee, also, ich bin der schlechteste Entertainer aller Zeiten. Sogar noch schlechter als Bohlen. Ja, okay. Das ist ja nicht besonders. Egal. Wo ist jetzt die rote Fahne? Die rote Fahne. Lulululululu. Hier oben hat es auch keine gehabt? Sag mal, versteckt ihr von mir die roten Fahnen oder wie? Ey, ich krieg doch wohl die Vollkrise. Wo gab's denn überall noch welche? Platz im Südtor. Da war doch auch noch einer. Wer bist du? Ja, ja. Der mit seinem Fröschewahn. Ja. Peinlich bis zum Gate Nova, was ich hier gerade treibe. Oh ja, das könnt ihr aber laut sagen. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, wo ich hier gerade bin. Also doch, das schon, aber ich weiß nicht mehr. Hä? Felder bebauen? Was zum... okay. Was habe ich jetzt gemacht? Und ich finde den Pfannenhändler immer noch nicht... Das... Hä? Wo sind wir hier? Karte auf Start geht nicht. Was sagt hier die Karte? Ah, Straße zur Stadt. Reptidenhöhle. Achso, das war ja die, stimmt. Oh, jetzt sind wir außerhalb von Dazulis. Außerhalb von der Stadt natürlich. Jetzt sind noch ein paar Kisten. Kann ich reinspringen? Nö. Bin ich besonders klug. Ja. Felder bepflanzen. Ist ja ganz toll. Machen jetzt einen auf Harvest Moon oder wie? Was wollt ihr? Schon mal was von Riesenkürbissen gehört? Papa sagt, die bringen beim Verkaufen besonders viel Geld ein. Kürbisse? Kürbisse? Kannst du mir alles fragen. Über die Ernte. Man weiß erst beim Ernten, wie groß sie sind. Das ist wie im Leben, man weiß erst, wie etwas ist, wenn man es probiert hat. Kluger Satz. Ja, sag bloß, ich kann hier Kürbisse kaufen. Und anpflanzen? Setzling! Sack Dünger! Okay. Hier kann sie Setzlinge pflanzen. Und wie weiter? Hier kann sie Setzlinge pflanzen. Halt die Klappe. Komm jetzt. Entschuldigung, alter Herr, das wollte ich gerade nicht. Oh, Entschuldigung, Kleiner. Eine Rüstung ist zu schwer. Wieso verfolgst du dich jetzt? Sind eure Schnürsenkel offen? Ja, du kannst mir alles fragen. Über Setzlinge. Pfannenhändler in der Stadt verkaufen Setzlinge. Wenn ein Händler Setzlinge anpreist, schlagt am besten direkt zu. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Gut, über Dünger. Riesenkürbisse züchten ist ganz leicht, wenn du Dünger über die Setzlinge gibst. Dünger ist sehr wichtig, man kann oft in der Stadt auf dem Boden welchen finden. Halt einfach die Augen offen, da findest du schon welchen. Gut zu wissen. Wie komme ich jetzt da rein? Überprüfen. Setzlinge pflanzen? Ja. Jetzt musst du nur noch warten, bis das Feld bereit zur Ernte ist. Wir können uns hier, bis du zurück bist. Ich dachte, wir müssen noch irgendwie Dünger verwenden. Genau, düngen wollte ich das Ganze doch noch. Qualitätsdünger, habe ich das? Okay. Dann kriege ich hier also Kürbisse.
Ist ja verrückt. Und cool auch noch. Okay, gehen wir zurück. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ah, jetzt ist die Stadt, genau, die Straße. Die wollen alle nicht reden. Sehr schön. Geht es hier eigentlich noch weiter? Also meine weiter in dem Sinn, dass ich noch weitergehen kann, oder ist hier Schluss? Jo, hier ist Finito. Haben sie ja gut gelöst, die Entwicklung, muss ich schon sagen. Dass ich nicht mehr zurück kann. Na egal, dann halt hier hoch. Irgendwelche Truhen noch vergessen aus den ersten Parts? Nö, soweit nicht. Tja Leute, dann würde ich sagen, das war's mehr oder weniger, nicht wahr? Außer da mit dem fahrenden Händler, das war natürlich ein bisschen oberpeinlich. Aber ich habe echt keine Peilung mehr, wo die sind. Ja, es ist doch wohl zum Mäusemelken, hey. Was mache ich jetzt, Na okay, ich könnte ja offscreen noch ein bisschen mich umsehen, damit ich dann weiß, wo die wirklich sind. Nicht wahr? Das ist zumindest eine gute Idee. Die Kürbisse, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt da warten muss, bis die mal reif sind. Was sagt die Zeit? Knapp darüber. Ja, knapp darüber, ein bisschen mehr als 20 Minuten halt. Ist jetzt nicht so die Welt, nicht wahr? Was sagt eigentlich das Geld? 40.000! Da kann ich noch zum Pfeil machen und mir ein paar Pfeile kaufen. Vielleicht bietet ihr auch Schlafpfeile an. Oh, Feuerwerk. Ja, gut, aber sowieso 10 im Besitz. Scherzbanane habe ich keine mehr. Ja, nehme ich halt mal 10 Stück. Sind relativ billig. Weil ich es vermutlich nie brauchen werde. Hexentöter, die können nie schaden. Was so? Ich kann ja nur 7. Ah, ich krieg einen 10er-Pack. Ja, so. Sag das doch gleich. Ich kann nur 90 Stück tragen. Explosionspfeil noch. Very nice. Habe ich ja alles voll hier. Außer Feuerwerk, aber komm, brauche ich ja nicht. Verkaufen. Habe ich alles einmal im Besitz, war? Dolch plus 5. Ist jetzt das ein magischer Dolch? Ja, sieht so aus, was? Weil ich will ja meinen Magier nicht die Dolche klauen, versteht ihr? Gladiator plus 5 Stück habe ich. Plus 1, den habe ich sowieso keinen gegeben, oder? 4 Stück verkaufen, gut. Mal ein bisschen Cola einsacken. Ich habe nicht mehr so viel. Piratensäbel. Ritualdolch. Nee, behalte ich noch. Sonst sowas sehr viel. Was war das mit 5? Lederrüstung. Na, ich weiß ja nicht. Nee, ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht. Adelsring habe ich wieder einen. Sehr schön. Stimmt ja. Und Gurak-Stab auch, ja. Bogennagel. Habe ich eigentlich noch irgendwie eine Gurak-Waffe? Gurak-Klinge. Ich dachte, ich hätte mal eine gehabt, eine Gurak-Klinge. Ich habe vorhin bei, wie hieß der Typ schon, der Horus, genau, habe ich nie gesehen, dass ich die upgraden könnte. Der X plus 1 sieht auch ja scheiße aus. Ich habe X plus 1 plus, was zahlen wir normal X? Konspiriert für Brachial, komm, die verkaufen wir auch, ey. Brauchen wir alles nicht. Spinnentöter plus 4, ja. Wo ist jetzt die Gurak-Klinge? Hallo? Da, Gurak-Klinge plus 5. Ach so, ich hab die schon auf 5. Ja, deshalb geht's nicht mehr. Ja, so, ich sag das doch gleich. Da könnte wieder mal jemandem ausrüsten, wa? Weil eine Gurak-Klinge kann man jetzt bei Gurak-Gegnern, ich denke mal, die Reptilien kommen nicht mehr. Ja, dann halt nochmals und nochmals Aua. Ist mir doch scheißegal. Ich hätte wetten können, hier war überall irgendwo ein fahrender Händler. Ich bin doch echt zu blöd. Zum Schauen ist leider wahr. Die auf der Brücke? Die Fahnenhändler sind doch durch die roten Fahnen markiert. Verdammt, ich hätte jetzt so schön Diamant kaufen können. Ach, das ist zum Mäusemelken, hey. Bin ich in der Arena? Ah, da ist einer! Jetzt sehe ich es auch. Oh mein Gott. Was, Kürbisse verkaufen? Wieso Kürbisse verkaufen? Hey, ich habe doch gar keine Kürbisse. Hallo? Doch? Der wäre mir neu.
Wieso kam die Option zum... ich kapier's nicht. Wieso Kürbisse verkaufen, wenn ich gar keine Kürbisse habe? Crazy. Crazy. Okay, da wäre jetzt mal einer. Haben wir zumindest den wieder mal gefunden, nicht wahr? Der Part wäre eigentlich bereits vorbei, aber wisst ihr was, ich gehe jetzt nochmal schnell zu Hoes. Werde dann noch die Waffen upgraden, so weit es überhaupt geht. Ja, aufregen und so weiter und so fort. Und dann werde ich offscreen noch nach fernen Händler suchen, also nach den anderen einfach. Denn, falls wieder mal so ein Angebot kommt mit den Diamanten so, dann muss ich nicht mehr so ewig lange suchen. Das ist ja auch für euch unangenehm und für mich einfach nur peinlich. So, Hoes, hier bin ich wieder. Waffenschmieden. X+2, ja komm. Machen wir mal. Schaden fügt er echt zu. Gnomen Silber. Ein Richter +7 könnte ich noch upgraden. Hat ich nicht noch was anderes mit dem Adelsregen zu tun? Ein Sonnenstein. Wo kriege ich bloß den wieder her? Kriege ich den echt nur einmal? Das wäre ein bisschen lame. Und Salamanderknochen würde mich auch mal interessieren. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr so nett seid. Und ja, vor allem natürlich nur vorausgesetzt, ihr wisst es auch. Ich will da hier nichts, euch nichts vorwerfen. Reptidenklinge brauche ich ja nicht mehr. Sylphensehne. Sag ich, dass wir das finden. Ja, könnt ihr eigentlich auch offscreen mal machen. Wir wissen jetzt, wo die Sylphensehne ungefähr sind, nicht wahr? Das muss ich nicht mehr onscreen machen. Sonst sieht nichts aus. Okay, ein Adelsring. Reptiden Reißzahn, den kriegen wir doch auch noch von irgendjemandem. Aber brauchen wir alles auch nicht mehr. Gurak Schwert, da war doch was. Naja, die ist schon auf +5. Gurak Schwert. Und für die stärksten Kriege der Gurak. Ja, kaum was soll der Geiz. Und Gurak Sternenstaub brauche ich dafür. Hä? Gurak Staub habe ich, aber Sternenstaub nicht. What the hell? Na egal, ein bisschen Gnomensilber muss sein. Alter, ist das eine Waffe? Ist 670. Also Schaden macht sie aber wirklich, ey. Alter Falter. Salamanderknochen, immer Salamanderknochen. Kackt mich langsam an. Und den Richter. Königlicher Ring, jetzt auch hier. Oh. Ja, aber damit kann ich leider nicht dienen. Moment mal, Ogerhammer. Ja, ich dachte, den könnte ich noch upgraden mit dem Ogernagel oder so. Oder war das was anderes? Vielleicht kommt das erst noch. Mal schauen. Ogernagel, geht doch. Und nochmal einer. +5 mit 620 Schaden. Von den Hämmern der Oger inspiriert. 10% Chance, Angriff an das Element Natur. Durchbricht die Abwehr von Ogern. Aber vorausgesetzt, wir haben irgendwie 5 Oger als Gegner oder so, könnte es noch sehr effektiv sein. Vor allem hilfreich, nicht wahr? Sonst, ja, der Paladin macht zwar jetzt nicht so viel Schaden wie andere Waffen, aber sieht einfach geil aus. Außer durch der Richter, dann macht er mehr Schaden. 100% Chance, 10% KP-Regeneration des Blockschadens. Ich könnte eigentlich Seele auch den Richter geben und Cyrene dafür den Paladin. Oder irgendwie einen Hexentöter oder den X+5. Wäre zwar ungeheuer abgegradet, aber es wird irgendwie zu ihr passen. Ich frage mich gerade, ich habe noch einen Richter? Tatsächlich. Nee, was ich mich eigentlich gefragt habe ist, ich hatte doch irgendwo noch eine Eiswaffe, oder? Da schien das nur gerade so. Irgendwie eine Waffe, die, ja, Eisschäden erhöht. War da nicht was? Ja, offenbar eher nicht. Gurak Dolch braucht ja auch kein Mensch. Nee, sonst sehe ich da nichts, was irgendwie mit Eis zusammenhängen würde, nicht wahr? Seltsam. Fluch entfernen, habe ich noch was? Oh, ein Verteidiger +5. Ja, wer trägt denn den überhaupt?
Nochmal? Oh, was, der wurde 4-mal verflucht? Alter Scheiße, also viel leichtes Fremden habe ich auch wieder nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Überall Gnomen Gold, hey. Ihr wollt mich wohl verarschen. Hier, leichte Rüstung plus 6. Ja, überall Gnomen Gold, als ob ich sowas hätte. Mir geht mal das Gnomen Silber aus. Tja, c'est la vie. Sind wir hier auch fast überall. Fulda, fehlt noch etwas? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Nee, alle voll upgraded. Geil, Mann. Alle haben jetzt ihre Rüstung auf mindestens plus 5. Nee, Quatsch, plus 6 natürlich. Alle auf plus 6 und alle brauchen Gnomen Gold. Ist doch geil, oder? Gut, jetzt zum Abschluss des Parts noch schnell schauen, wie sehen wir denn eigentlich jetzt aus? Nichts verändert, Kalisa ist nicht dabei, da kann auch nicht, jo. Man sieht ungeheuer viel. Na egal, wie gesagt, ausgewählt werde ich jetzt mal schnell. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen farmen, oder? Sprich da Sylphensehnen und Gnomensilber in den Gassen suchen. Das mache ich vielleicht noch, aber auf alle Fälle werde ich noch die Pfannenhändler suchen. Und dann geht es sonst im nächsten Part weiter mit den Sidequests oder aber mit der Story im Schloss. Je nachdem, wie uns das gerade gefällt oder was für Angebot wir erhalten. Ihr seht's dann. Also, bis zum nächsten Mal bei The Last Story. Ciao zusammen.